Ich will das Ried op en ganz harmonisch Manier aufhängen. An Dono op en ganz harmonisch Manier führen. Aber wir können die Stadt ernst machen, wie zunächst dem Pierre Gramegna vielmals merci zu sagen, für ein langjährig Arbeit und ein exzellent Zusammenarbeit. Herr Gramegna, der wird immer ein Minister mit Kompetenz, mit Experienz und mit Eloquenz. Und es war wirklich Lützeburg dacks dabei zu vertreten, gut vertreten an schwierige Situationen, wenn man nicht irgendein Journalistenkonsortium öffentlich zugänglich Dokumente entdeckt hat oder was das Europaparlament mal nicht kritisiert hat. Und dafür hat als Unerkennung, wir waren nicht an der Sache, immer mit dir d'accord, vielleicht auch mal nicht DAX mit dir d'accord, aber du dich engagiert und du hast Respekt verdient, du hast Respekt an als Unerkennung und noch von unserer Seite aus alles Gute für die Zukunft. Auch ihrer Nachfolgerin, Madame Backes, will mir alles Gute wünschen. Wir hoffen vielleicht, dass eine kleine Message, dass die Europa-Begeisterung nicht dazu feiert, für einen Fall zu fallen, die dir aber evitieren konnte, dass ja das Europaparlament zu gehen, für die Rechenschaft aufzulehnen, nationale Minister lädt für sein nationales Parlament Rechenschaft auf, als Näherens. Das war den harmonischen Aufhang. Und dafür wollte ich aber auch vielleicht so, dass ich die Analyse, die da gemacht hat über den Stabilitätspakt, nun dazu Kenntnis geholt, dass da einen anderen Namen proposiert. Mir ist es mehr wichtig, wie den Stabilitätspakt dann umgesetzt wird, auch an den nationalen Parlamenten, wie wir ihn hecht. Wenn wie Läschkeier über reglementarische Wege geht, für die nationalen Parlamente praktisch ausgeschlossen sind, haben wir ein Demokratiedefizit an den Schmengen an den Ernten der ist das mehr ein größeres Problem wie den Numm von dem Ganzen. Ich will doch dem Bianca Lerner ein ganz herzliches Merci sagen für den Rapport, den als gestern gemacht hat, an den Akzent gesagt von der existenzieller Sicherheit. Das war ein ganz interessanter Rapport. Und ich muss sagen, dass ein ganz paar die Sachen abgeworfen hat, an der man mengen zusammen sollten nur Lesungen sichern. Und ich will heute besonders betonen, den Kapitel über Justiz. Die hat schon eine berufliche Erfahrung, die ganz nah an der Thematik leidet. Und ich will euch das Kompliment machen, dass da wirklich eine Reihe von interessanten Suggestionen gemacht hat. Ich will auch sagen, dass man bei anderen Sachen nicht d'accord sind, dass das eben so in einer Demokratie, wir mengen zum Beispiel, dass das Centre pour l'égalité de traitement genug Kompetenzen hat. Wir denken auch, dass das bei den Crimes der Haine, das ist ein Kapitel, wo ich auch überlegt, keine Circonstance aggravante soll machen, weil es können nicht einfach von erster oder zweiter Kategorie gehen, wenn zum Beispiel gesagt wird, wenn das als homophoben, transphoben oder rassistische Gründe wäre, wäre das eine Circonstance aggravante. An Eisenland kann nicht einfach von erster oder zweiter Kategorie gehen. Den alle weiße Mann, heterosexuell auch nach, der soll genauso geschützt gehen wie die jung schwarz-lesbisch Frau. Und es kann doch kein Unterschied geben zwischen Affer und dafür mengisch muss ich da aber ganz vorsichtig sein. Der Staat soll da keinen Unterschied machen. Das wie den ganz leicht kann an einer Situation feiern, wenn überall ein Hassverbrechen gesiegt, wo in nur in einer Situation ist, dass praktisch all Revendikation von einer relativ militanter Minorität muss akzeptiert gehen, sonst würde schon vielleicht ein Prozess Hals an schmengen, dass das weh, auf dem man nicht sollte gehen. An Ehrer riet Herr Bianca Lerner so auch der Herr Gramegna, der allen zwei hat insistiert, dass Lützeburg die Covid-Krise relativ gut überwunden, darüber freuen als alle gut, das ist auch richtig, wenigstens bis lo, hoffentlich bleibt das auch so. Und es gilt also lo, Jalons für die Zukunft zu setzen. Und ich will diesen Ausflug an die Budgetspolitik dann noch vielleicht aufhängen, mit einem Ausflug an die internationale Politik. Ich meine, die auch, Herr Bianca Lerner wie auch Herr Gramegna, hatten das auch immer gemerkt, dass ich mit dem internationalen Umfeld angefangen und dann geguckt, wie wir heute zu Lützeburg reagieren, weil wir sind und immer klein und das immer der Wert, auch ein kurz an Europa zu gucken oder ob Europa zu gucken, immer das nationale Budget diskutieren. Eine nächste Bemerkung betrifft Politik von der Europäischen Zentralbank. Und da muss man sehen, dass Zentrum der Bankenkrise von 2007, 2008 enorm viel Suche gedrückt goufen für die Solvabilität
vun de Banken ze retten an noch an Solvabilität net nëmme vun de Banken mit Vertrauen tschen de Banken ze retablieren an noch d Realekonomie können ze alimentéieren mat zue, weil eben Krediter bei de Banke praktisch keng méi gi goufen. Dat huet erfore kachte, dats auch Loserem gelungen, wie das System und Rollen ze kreen, mit trotzdem nur 15 Joen oder Subprime-Kris muss man selber frohen, ob die Krise wirklich ganz überwonnen aus mir nach immer unheimlich viel wertlos sogenannten toxisch Papieren an de Billungen von den Banken auf den Zentralbanken leiien. Wieviel Egekapital verlangen wir von unseren Banken? Aber wie sollen Banken haften, was sie sich verspekulieren? Wir haben enorm niedrige Egekapitalaufforderungen und Banken. Wenn er als Privatperson will den Kredit kriegen, dann leider bei einem Drittel oder wie auch immer, je nachdem, wer der Gehalt oder wo der fragt. Aber bei den Banken ist die Egekapitalratio deutlich mehr niedrig und dafür muss ich aufpassen, dass nicht verspekuliert wird. Und es ist auch prinzipiell noch einmal falsch. Das Risiko vom Bankengeschäft zu vergesellschaften an eventuell Gewinner zu privatisieren. Auch da muss man einen Drop halen. Die Regeln von der Bankenobsicht sind das die richtig? Gesehen mir auch Fehler, den Demos gemerkt haben, also politische Fehler, gesehen mir den, dann sehen wir die richtigen Konsequenzen, dass Demos als politische Gründe dezidiert gehen, als an den USA, dass Leute, auch wenn sie keine Garantie können, noch freiere sollen Kredite kriegen, eng von den Hauptursachen wie die Bankenkrise, an dem wir Demos geraten sind. Die zweitgrößte Krise, die man in den letzten 15 Jahren erlebt hat, war natürlich die Krise am Mittelmeerraum, zum Beispiel die Griechenland-Krise, aber nicht allein Griechenland. Und auch da muss ich sehen, dass es nach immer enorm Unterschiede gibt an der Kompetitivität zwischen dem Süden und dem Norden von der Eurozone. Und da stellen sich auch ganz, ganz große Herausforderungen. Wir haben als ADR drei konkret ökonomische Vorschläge immer gemacht. Den ersten ist, dass die Lösung von den Zinsspannungen zwischen dem Süden und dem Norden nicht eine Transferunion sein, mit Möglichkeit für einzelne Länder am Euroraum für die Währungsunion zeitweilig zu verlosen. Das ist auch das, was wir bei Griechenland proposiert hatten, zeitweilig raus, wir können aufzuwerten. Das wo Demos als Meinung es bleibt. Den zweiten Punkt, aus dem am Eurosystem reformbedürftig ist, als das Target-System. Da haben wir ein Problem über Zeit, das nicht mehr klein geht. Und die Amerikaner hatten ganz am Anfang von der USA sich konstituiert und auch so ein Problem. Also sie sind auf ein System rübergegangen am föderalen Reservesystem, wo sie einfach all Jahren Ausgleich machen zwischen den Bundesstaaten. Wir sind hier, was die Währungsunion angeht, an einer vergleichbaren Situation. Und dafür denken wir, dass die jährlichen Ausgleich zwischen den Zentralbanken soll geschehen. Und der dritte Punkt ist, dass die Politik von der gemeinsamen Schulden an der EU falsch ist. Den Euroraum ist keine Haftungsunion, wo für den anderen seine Schulden muss bezahlen oder für den anderen seine schlechte ökonomische Gestion muss reinstehen. Gemeinsame Schulden sind auch ein Vertragsbruch. Das ist erschreckend, wenn ihr seht, mit welcher Nonchalance die westlichen EU-Länder sich immer nächst über Verträge weggesagt haben, notamment der Vertrag von Maastricht. Ich weiß nicht, wie viel weit über 100 Mal die Regeln verletzt wurden am Laufe der Zeit, und das ist kein Problem gewesen. Wir waren andere Fragen, nicht monetäre Fragen, gegen Einzelmemberstaaten, vor allem im Osten von Europa, ganz stark epingliert, wenn es Vertragsbrüche oder auch nicht Vertragsbrüche, weil die Kritiken, die sie mussten erdrohen, dass sie nicht an den Verträgen stehen. Also hier ist immer eine Diskrepanz zwischen dem Behörden von dem westlichen Teil von der Europäischen Union par rapport zu den östlichen Memberländern. An einer anderen Krise, neben Subprime am Mittelmeer, wo ganz viel Suche gedrückt wurde, wo natürlich die rezente Covid-Krise. Und das tun wir auch unterstützt, weil muss ich auch gucken, dass so eine Krise da gemischt kriegt. Wir an den letzten 15 Jahren durch die drei Krisen als Geldmaß an den Zentralbanken enorm gewusst, weit über dem realen Besoin von der Ökonomie. Da ist eine Diskrepanz und de facto zusammen mit den Lieferschwierigkeiten an der Heicht vom ungespurten oder thesaurisierte Kapital feiert zu einer imminenter Inflationsgefahr. Wir sehen das heute schon auf viele Bereiche, bei den Baupreisen zum Beispiel. Und aktuell liegt die Inflation heute zu Lützeburg bei 4,52%, was schon hoch ist. Der Masut ist doppelt so teuer gehen an einem Jahr. Die Piraten sind noch nicht hoch genug, konnten wir für kurzem erklärt, das ist aber eine dramatische Entwicklung. Inflation ist nichts Gutes und nichts Harmloses.
Wann noch eng liicht Inflation bis zu ungefähr 2% allgemeiner als Preisstabilität gilt, als aber all Inflation darüber hinaus eng direkt Gefahr für all die Leute aus mehr modeste Verhältnisse noch für die größten Teil aus der Mittelschichten. Wenn nicht an Immobilien oder wie Festwerter kommt investieren, riskiert eng schleichend Entegnung durch die Inflation. Wer gespürt hat für sein Alter, muss die Suche fährten. Normalerweise müssten an Zeiten, wenn Inflationszinsen noch nicht klammen, wird auch für viele Leute ein großes Last durchstellt, zum Beispiel, wenn sie Immobilienkredite haben mit variablem Zinssatz. Aber an einer Inflation wie lo stellt sich einfach froh, und das ist eine Konsequenz von den Krisen in den letzten Jahren, ob die Europäische Zentralbank überhaupt noch handlungsfähig ist. Weil wenn sie Zinsen erhöht, gibt es Spannungen zwischen dem Norden und dem Süden von Europa. Aber wenn sie nicht erhöht, dann verlieren natürlich Spuren am Norden von Europa hier gut. Und das ist ein Spannungsverhältnis, und muss ich gucken, ob sie an dieser neuen Inflationssituation handlungsfähig ist. Da der aus der Auffassung, dass Geldmaß an den Zentralbanken muss progressiv zurückgeschraubt gehen und Geldmaß muss den normalen Besoin von der Ökonomie angepasst gehen. Der normale Weg dafür ist der Verkauf von den paar Bayern, die aber praktisch nicht wert sind. Also muss man es darauf erstellen, dass Zentralbanken noch DZB selber Verluste muss an ihre Bildungen ablange progressiv, wäre die Anpassung zu hun zwischen der Geldmaß an der Besoin von der Ökonomie. Bei der Inflationsgefahr, die mir losgezeiert tun, ist es klar, dass da der sich deutlich unterhalb von unserem Indexsystem ausspricht. Wir mussten uns aber immer nicht freuen, ob den Index als eine Wurekurve auch wirklich die Evolution von der Lebenskosten bei uns am Land noch korrekt darstellt. Das ist aber nur ein teilweise der Fall. Die Energiepreise sind zum Beispiel nicht genug mit berücksichtigt. Wir wissen, dass der für die Aufschaffung von der Kohlendioxidsteuer ist, für den Herr Käubeteil schon mit DAX erklärt wird. Unserer Meinung nach darf die Steuer so lange sie nach geht, nicht mehr weiter erhöht gehen, jedenfalls aber muss sie auch an den Index kommen. Wir sind auch dafür, dass der Preis vom Wohnen mehr am Index berücksichtigt wird. Das ist eben der wichtigste Faktor bei der Kosten von einem Staat überhaupt. Und in dem Sinn will ich heute, Herr Präsident, auch eine Motion überreichen. Herr Präsident, eine von den größten Sorgen, die wir haben, ist die Schuldenlast. Wir leihen nur unter 30% Mark gemäß PIB, was für so ein kleines Land viel zu hoch ist. Die hohe Staatsschuld ist auch nach langem das Resultat von der Covid-Krise allein. Die hat sicher in den 2 letzten Jahren eine bedeutende Rolle gespielt, aber sie ist das Resultat von einer, ich muss jetzt sagen, Herr Gramegna, aber lichtfrankischer Budgetpolitik am Dezember 2013. Sie ist das Direktresultat vom Regierungsstil auch von dieser Regierung. Jeder kriegt ein bisschen, was er will, jeder von den 3 Parteien, Prioritäten gibt praktisch kein gesagt, Arbitrage sind da noch nicht nötig. Dafür aber die Schulden gemacht, das ist den einfachen Weg. Und das auch noch an den nächsten Jahren, Schulden gehen weiter an die Luft. 2012, das Jahr für Gambia, hatte mir pro Kopf eine Schuld hier am Land von 18.000 €, und das war schon viel. 2022 lagen wir bei 29.000 € auf der Population noch stark gewesen, in der Zwischenzeit dann aber gesehen der riesige Wachstum über 19 Milliarden € im ganzen Moment vom nächsten Jahr. An Schulden gehen die nächsten Jahre dann auch weiter an die Luft. Das ist an unseren Enden absolut verantwortungslos. All den Jungen, die auf die Straße für das Klima gehen, muss ich sagen, die Schuldenlast als für sie an ihre persönliche Zukunft ein viel mehr direkt Gefahr wie ein möglicher Klimawechsel. Just arrangiert die Regierung nicht für die Schüler freizugehen für Fridays against Public Debt Demonstrationen oder so etwas. Das Problem wird nicht ungeschwert, und das ist aber ein riesiges Problem. Es geht nicht für einfach dann die Klimaproblematik oder so, dass ein langfristig sagt, die soll noch stellen, mit dafür geht dann freigehen, aber für die großen ökonomischen Probleme, mit denen als Jungleute konfrontiert sind, das wird nicht weiter thematisiert. Ich will auch an dem Zusammenhang just so, dass doch an der neuen Verfassung, da geht auch jetzt vom Kampf gegen den sogenannten Dereglement Klimatik, wobei ich muss wissen, dass es keine wissenschaftliche oder eine andere Definition gibt von dem Wort Dereglement Klimatik, was ist Regle Klimatik, aber was ist ein Dereglement Klimatik. Das ist eine Notion, die als ehemalig zu Lützeburg will nicht heischen, aber kann in Hanno allmähliches damit aufhängen politisch. Konkret als Situation in unserem Land die Hai. Das Land hat keinen finanziellen Spielraum mehr, wenn die nächste Krise kommt. 30% Schuld, also schon definitiv zu viel.
Wir sind klein, wir sind vulnerabel, als Ökonomie und als Revenue sind zu einem ganz hohen Undeel von engem einzigen Wirtschaftszweig aufhängig. Wir müssen aus dieser exposierten und fragiler Situation raus und uns für die Zukunft besser aufstellen. Auch als eine ökonomische Reprise, die hauptsächlich auf staatlich garantierte Schulden aufbaut, wie das auch massiv durch die Europäische Kommission betrieben wird, keine solide Basis für eine Ökonomie. Sie bringt mittelfristig Inflation und politische Streit am Platz einer konkurrenzfähig und leistungsorientiert europäische Ökonomie. So gesagt auch den FMI, der gegen institutionalisiert Schuldenpolitik steht. Da der fordert, dass das Staatsbudget soll schon von dem anderen Jahr an Gleichgewicht durchgehen, dass keine neue Schulden mehr abgeholt gehen und Schulden endlich auch zurückbezahlt gehen, Kapital. Das wird dann mit den nächsten Generationen schuldig sind, natürlich auch ein proper Umwelt handeln, da sind wir alle d'accord, aber wir dürfen auch nicht auf hier Käste leben. Wir hätten gerne eine Schuldenbremse und in dem Sinn will ich eine zweite Motion deponieren. Die prekäre finanzielle Situation vom Land als auch eng von den so wichtigen Ursachen für was der dagegen aus den Tanktourismus aufzuschaffen. Erstens brauchen wir es hätte wir Schulden aufzubauen, nicht für Wahlkadoen zu machen, sondern weil Geschwelle sind. Zweitens hilft dem Klima absolut nicht, wenn an der Belsch getankt wird am Platz zu Lützeburg. Die Kohlendioxidsteuer als auch ökonomisch und sozialpolitisch nicht zu vertreten. Wir wissen übrigens bis heute auch noch nicht, was die anderen Parteien sich vorstellen, an puncto Entwicklung von der Kohlendioxidsteuer über die nächsten Jahre. Auch CSV nicht, Herr Roth. Die Moyen hat gesagt, ihr bekennt euch zu der Steuer, aber auch dir so da ist nicht, wie dir gesehen, wie die Steuer über die nächsten Jahre sich soll entwickeln. Die bekennt euch zu den Klimazielen, zu der Kohlendioxidsteuer, mit CSV können das auch vielleicht so, wie dann die sich soll entwickeln und ob die soll klammen, auf wie viel all Jahr. Ich sage nicht auf jeden Fall, wie viel sie bei der ADR geklemmt, zweiten Platz haben am Komma, die Kohlendioxidsteuer 0,00. Mit der Viergab, Herr Roth, könnt ihr auch da noch lehen. Und ich invitiere all die anderen Parteien auch für uns dann zu sagen, wie genau sie sich von der Kohlendioxidsteuer in den nächsten Jahren dann vorstellen. Dass wir mit unseren Finanzen müssen mehr vorsichtig sein und gehen, hat vielerlei Ursachen. Unter anderem auch die, dass sich das international steuerliche Umfeld, an dem wir uns müssen bewegen, permanent ändert. Betriebsbesteuerung wird mehr uniform, Banken und Versicherungen gehen mehr reguliert. Dasselbe wird wahrscheinlich auch geschwind für die Fondsindustrie gelten. Neben der Reduktion von den Schulden ist übrigens die Zweitforderung von der ADR, dass wir endlich viel mehr proaktiv und dezidiert als Ökonomie diversifizieren müssen. Viel zu viel groß als die einseitige Aufhängigkeit von der Finanzplatz. Die größte Stärke von unserer Ökonomie, nämlich dass wir hauptsächlich von Services leben, ist gleichzeitig auch ihre größte Schwäche. Die Keier an der Covid-Krise wurde der Finanzsektor relativ resistent, mehr wie an der nächsten Krise. Wir sollten nicht nur von engem Sektor so aufhängig sein, wie wir dann am Blick von der Finanzplatz sind. Du willst verlangt, dass eine reell und voluntaristische Reindustrialisierung in Europa an der Lützeburg muss partizipieren. Die Covid-Krise hat uns Aufhängigkeit, hauptsächlich von Asien, drastisch illustriert. Wir müssen die unbedingt reduzieren. Wir brauchen Verarbeitungsindustrie, chemische und pharmazeutische Industrie, elektronisch und andere Spitzenindustrien. Natürlich haben wir nicht gegen Sektoren von der Digitalisierung oder von den Weltraumressourcen, die die Regierung am Blick noch vorstellt, ganz am Gegenteil. Aber das geht bei weitem nicht durch. Wenn wir wollen lernen aus der Covid-Krise ziehen, müssen wir bereit sein, als Land ökonomisch viel mehr breit aufzustellen. Und das heißt auch, dass als Entreprisen hier im Land müssen exzellent Arbeitskonditionen kreieren, das heißt Terrain und mehr Flexibilität für als PME, eine bessere Ausbildung, besonders auch am Handwerk, und eine zuverlässige und möglichst billige Energieversorgung, ein absoluter Schlüsselfaktor. Und da sind die größte Bremse. Sie haben bis heute eine industriefeindliche Approche, und noch bei der Energie kann ich vielleicht noch ein paar Sachen sagen. Wir brauchen ein industriefreundliches Europa, weil wir wollen kompetitiv und exportorientiert bleiben. Wir brauchen noch bemerkt ohne Protektionismus. Herr Turmes hat heute vor kurzem von der Abfährung von Zwanztarifen und der Grenze mit der EU geschwärzt.
Die aktuelle Tendenz, wenn nach dem Vierwand von der Klimafreundlichkeit immer neu an immer mehr Zollbarriere rund um die Europäische Union abzurichten, ist aber genau falsch. Lützeburg braucht op de Weltmarkt an einen hohen konkurrenziellen Druck, für unterstützt können zu bleiben. Protektionismus führt zu einem Verlust von Kompetitivität und damit über Zeit zu Armut und Rückständigkeit. Zolltarife verdeuern die importiert Güter zu Lasten von den Konsumenten, führen mit Sicherheit zu Retorsionsmaßnahmen von den visierten Staaten, weil das Exportkapazitäten dann drastisch reduziert. Douanetarifer schuden also Innovationsfähigkeit, Douanetarifer machen Leute mehr arm, Douanetarifer haben einen inflationären Effekt, der will das alles nicht. Er stellt fest, es spielt ihm am Feier, wenn er an den Protektionismus will gehen, an es fährten, dass Regierungen und Regierungsparteien durch den falschen Weg sind. Wir brauchen andere Sachen wie neue Douanetarifer. Zum Beispiel brauchen wir eine große Diversifizierung an der Finanzplatz selber. Auch sie hat hier strukturell Schwächen, wie zum Beispiel am Bereich von der Finanztechnologie. Da müssen wir an den Sektor mehr investieren, Start-ups unterstützen, auch für eine hochwertige Ausbildung am Finanzbereich sorgen. Wir sollten noch ganz genau gucken, was dieser Tag in Spanien geschieht, ein Land, das sich am Bereich von der Digitalisierung ganz neu aufstellen. Und wir brauchen ein steuerlich attraktives Umfeld für ausländische Investimenten umzulocken, an das Nationalkapital am Land zu behalten. Also müssen wir auch aufpassen, dass wir weiter die Möglichkeit haben, an einem steuerlich kompetitiven, also nicht so viel harmonisierten Umfeld können zu operieren. Wir brauchen ein Level Playing Field, keine Steuerharmonisierung. Herr Präsident, wir wissen bei der ADR ganz gut, dass es immer nicht eng vorgestellt wird, wenn wir fordern, dass Schluss mit der Schuldenpolitik muss sein. Die Frage ist, wo ging dir das Spuren? Was ging dir dann auch nicht machen? Als Antwort ist die, dass wir die ganze Budget gingen durchlesen, durchgucken, Lin für dann Anklang mit unserer Politik an unsere Prioritäten zu bringen. Aber weil die Antwort für verschiedene nicht deutlich genug als will ich hier ein paar Beispiele geben, die gleichzeitig Beispiele für die Verschwendungswut von dieser Regierung sind. Bei uns am Land gehen all Jahr extrem viel Suche für die Klimapolitik ausgehen. Die Grünen hatten an der Antwort auf die Regierung auf ein parlamentarisch Froh die Ziffer 1,1 Milliarden, die Zahl 1,1 Milliarden an den Raum gestellt. Heute mal hören, an den nächsten Jahren soll nur 2 Milliarden ausgehen, also das ist egal. Wir kommen an eine Größenordnung zwischen 5 und 10% von den Depensen vom Staatsbudget, das ist ganz substanziell. Und der Frage ist natürlich, was erreichen wir da? An der Energieproduktion aus Stanford so gut wie nicht. Alternative Energien sind sowieso unzuverlässig und müssen, wenn es durch fossile oder nukleare Energie dubliert gehen. Das ist auch die wichtigste Ursache für die Preisexplosion beim Erdgas. Die enorm teuer ist, als ein Direktresultat von der geringen Politik. Kohle könnt nicht mehr froh, Nuklear könnt nicht froh, ja, da bleibt nicht mehr Gas und da geht das Gas teuer. Bei der Elektromobilität ist Stanford ähnlich. Sie ist teuer, und spielt so gut wie keine Rolle. Herr Koip hat das für eine paar Tage noch ganz deutlich thematisiert. Die Elektromobilität ist absolut negligiabel an unserem nationalen Fuhrpark. An der Größenordnung von 2% plus noch ein bisschen Hybrid dabei, aber das ist nicht viel. Das ist illusorisch. Da dann 8 Jahre die Elektromobilität soll 40% vom Fuhrpark am Land ausmachen, so wie die Regierungsparteien das gerne hätten. Für allem basiert die Politik, Motivation wie die Politik auf einer Linie. Erinnert ihr davon, die riesige Kampagne gegen den Diesel, nur dem VW an anderer Doofgaswerte bei hier ein Auto manipuliert hatten. Ja, das wurde gefuddelt, und es soll nicht fuddeln, übrigens auch nicht an der Politik, mit darüber kommen wir gerne noch zurück. Aber das Gefuddels ist da am Vergleich gut nicht, gegen die effrontiert liegen, die Elektromobilität für emissionsfrei. Der Gegenteil ist vor. Allein schon Fabrikation, wo so einem Auto produziert so viel Kohlendioxid, dass der gewöhnliche Diesel ja schon ökologisch 200.000 Kilometer gegen die bei einem Elektroauto am Vierteil ist. Die Klimapolitik, die wir machen, ist ökologisch sinnlos und ökonomisch selbstmörderisch. Wir brauchen viel billige Energie für als Privatstaat und natürlich auch für als Ökonomie.
Wir können nicht aus ideologischen Gründen raus als Kompetitivität aufs Spiel setzen und damit auch als Sozialstaat. Guckt, was Konkurrenz an Asien mischt, wie du neue Technologien und immer nicht ausprobiert gehen, an nur Vierburg gehen. Das sind Innovativgesellschaften. Als Konkurrenten machen das. Und wir haben mit dem Abfluss nicht in eine geringe leben in einer Welt, wo Göster und verstehen die Welt, wo mehr nicht mehr. Es geht nicht, dass wir uns durch so ich ging so in jeden Fall ganz ideologisch Engstirnigkeit an eine Situation setzen, wo wir nur gucken, von anderen Ländern nur 4 kommen. Natürlich, ja, wir sollten dekarbonieren oder dekarbonisieren, wie die Leute das dann wollen ausdrücken. Das ist an der Reihe. Wir sollten das machen, aber beim Rhythmus an der Manier. Ein Rhythmus an der Manier, die uns erlaubt, kompetitiv zu bleiben über den ganzen Prozess. Und nicht die Lützeburg an die europäische Ökonomie zu offeren, für Amerikaner, Inder, Chinesen und andere nur den Terrain zu verlassen. Was hätte man da gewonnen? Dekarbonisierung geht doch nicht mehr, weil wir Ersatzenergien haben, die allzeit und zuverlässig disponibel sind. Bei der Entwicklungshilfe ging mir eine ewige Grenze bei 0,7 vom Bruttonationaleinkommen setzen und alles mit urechnen, was nur die Regeln von der OECD kann gerechnet gehen. Damit gingen wir weltweit noch immer am Spitzenpeloton leiien. Wir gingen Traditionalität aufschärfen, an Handelsbeziehungen auch mit gebundener Hilfe. Der Vierzug ging über der klassische Entwicklungspolitik gehen, weil sie, wenn man da mal ehrlich, so hat auch über 60 Jahre Erfahrung nicht viel bräuchte. Nicht betroffen haben wir selbstverständlich die humanitäre Hilfe am Katastrophenfall. Der hat immer gesagt, dass wir am Katastrophenfall ganz großzügig helfen wollen. Als Kontributionen zu internationalen Organisationen gingen wir über die Jahre progressiv reduzieren, für sie einen Anklang mit dieser reeller Größe zu bringen. Erinnern wir uns an den neuen Finanzkader von der Europäischen Union bis 2027, den die Regierung mit ausgehandelt hat. Es war für Lützeburg ein katastrophales Verhandlungsresultat und einen ganz gefährlichen Text für die Zukunft der Europäischen Union. Für Lützeburg gehen als Kontributionen in die Europäische Union in den nächsten Jahren 42,7% an die Luft. Wahrscheinlich wird Lützeburg nicht mehr wie alle anderen Memberländer an die Tasche gegriffen. Wir wollen als ADR nicht leugnen, dass das Land viele ökonomische Vorteile aus seiner Memberschaft an der EU hat, aber wir hätten gerne Proportionalität an den Gerechtigkeit von unseren finanziellen Anstrengungen, von unseren finanziellen Kontributionen zu denen von den anderen Memberstaaten. Wir stellen fest, nach 2014 hat die EU 241 Millionen Euro am Jahr gekostet. Lo leihen wir geschwind bei 540 Millionen, weit mehr wie doppelt. Da das in der Gambia verhandelt gehen, die Responsabilität als klar. Die neue Facilité pour la reprise et la résilience Next Generation EU von der EU bezahlen wir über ein paar Jahre rund 1,4 Milliarden Euro und kriegen gerade mal 93,5 Millionen Euro zurück. Auch so etwas ging mit der ADR nicht gehen. Da der auch kein neue Ressource propre für die EU, wird de facto gegen das heißen, dass europäische Steuern zusätzlich noch zu den nationalen erhöhen gehen. Das bei der Plastiksteuer übrigens schon auf die Weg gegangen. Begründet gibt es enorm finanzielle Kontributionen, unter anderem damit, dass die Ambitionen von der EU müsste Führung gefeiert gehen, trotz dem Brexit. Wir sehen das als ADR ernst. Wenn die zweitwichtigste Ökonomie an der EU das verlässt, dann muss sie sich eben unter der Decke noch strecken. Lo sind wir konfrontiert mit einer enormen budgetären Mehrbelastung. Eine Regierung mit der ADR ging an der EU auf jeden Fall zu denen gehören, die gingen ganz vorsichtig mit den Suen umgehen, die die Leute mit ihren Steuern bezahlen. Ähnliche Überlegungen haben wir bei unseren Kontributionen für andere internationale Organisationen, Spezialfonds und so weiter, die DAX überproportional hoch sind. Leider hat Herr Büttel das Jahr auch eine Bereitschaft zu Lützeburg für eine Finanztransaktionssteuer auf europäischem Niveau signalisiert. Lass mich da, wenn es heute noch einmal sind, dass wir der ADR nicht mehr erfragen von allen wichtigen Finanzplätzen der Welt, die mit angebunden sind, also dass das manst nicht nur europäisch mit dem OECD-Niveau geholt wird. Auch auf nationalem Plan gingen wir viel mehr vorsichtig mit den Suen umgehen. Am Schulwesen gingen wir den administrativen Wasserkap, die von alle kritisiert wird, reduziert, an unser Schulsystem straffen. Nein, wir wollen nicht für alle Kant eine verschiedene Schule, wir hätten gerne eine Schule für möglichst viele Kinder. Ein ganz teure Posten, als auch dem Herrn Asselborn seine Migrationspolitik.
die ginge mir direkt stoppen. An eng Asyl- an Immigrationspolitik privilegieren, die sowohl op Basis vom internationalen Recht steht, wie den Interesse von unserem Land entspricht. Den Asyltourismus an die massiv illegal Immigration als ökonomische Gründe wäre mit der ADR River. Es solle bleiben Asyl für Leute, die verfolgt sind, an eng legal Immigration, die als nationalen Interessen denkt. Als im Gesundheitssystem ginge mir erlauben, sich nur der Covid-Krise mich stark aufzustellen. Der Spitäler neue Ausbaumöglichkeiten gehen den Doktoren und dem medizinischen Personal attraktiv Perspektive bieten. Der Staat allgemein will mir so aufbauen, dass er sich nächst mehr kann auf seine Care-Aufgabe konzentrieren. Und für das zu erfüllen soll der Staat auch all die nötigen Mittel kreieren. Dazu gehört doch vor allem die externen und internen Sicherheit vom Land, wie auch Justiz. Allgemein stellen wir fest, dass wir auch weiterhin eine ganz rapide Croissance beim Personal vom Staat haben. 2300 neue Emplois nächstes Jahr. Das tut selbstverständlich stark budgetär Konsequenzen und du willst gegen die Entwicklung auch allzeit am Erbe halten. Der Staat soll und muss qualitativ und quantitativ exzellent abgestaltet sein, für seine Aufgaben zu erfüllen. Aber nicht alles als eine Aufgabe vom Staat. Und wir müssen gut aufpassen, dass wir keinen pläthorischen, omnipräsenten und vielleicht doch ein omnipotenten Staat kreieren. Wir brauchen auch einen neuen Umlauf am Bereich von der Reduzierung von der Bürokratie. Ein Thema, das über die letzten Jahre nicht mehr viel diskutiert wurde. Wir dürfen nicht nur losen, für eine übergroße Administrativbelastung von den Leuten und den Entreprisen umzugehen. Wir sollen nicht ein Land von den kurzen und einfachen Wegen gehen. Progress bei der Digitalisierung helfen do, aber auch hier muss man aufpassen, dass man nicht verschiedene Leute ausklammern. Wo man Digitalisierung abfeiern, muss es doch immer einen anderen Weg gehen für Leute, die nicht können oder nicht wollen, auf den Weg gehen. Ein anderer Punkt, bei dem wir ganz sicher gehen spuren, als alles, was die ideologische Politik geht. Auch hier vielleicht sehr ein paar Beispiele. Wir brauchen sicher eine große Unterstützung für die Kultur, wir brauchen aber keinen Kulturentwicklungsplan. Das erinnert den an vergangene Zeiten am Osten von unserem Kontinent. Ein anderes Beispiel ist Genderpolitik, wo man so rasch die Feminisierung und Politisierung in der Sprache das Ball nicht zu leben, dass die Regierung zu Positionen hält, wie die Hai, wie zu rechtfertigen, dass sie den Spruch will ändern. Der Regel de Grammaire schreibt man dann Bufferding an der Antwort der parlamentarisch froh. Der Regel de Grammaire, comme celle de la langue française où le masculin l'emporte sur le féminin, ne sont pas innocentes dans la mesure où elles confirment au quotidien les inégalités entre les sexes et en l'occurrence la domination masculine. Da wird biologisch Geschlecht bei den Menschen verwechselt mit dem grammatische Geschlecht, Genus als Sexus und das als Regierungspolitik, das als wirklich kein Reklam für das Regierung, von den die Sache mal nicht hält. Da soll noch nächstes Jahr ein neusprachlich Direktiv Land beglicken, mit ganz Land wert schon, mit Fried darüber, das ist wirklich ein Progress. Den Herr Bütter lest eine Etude über die Lützeburger Kolonialpolitik. Die ist ganz klein, weil wir hatten nie eine Kolonie. Wir brauchen keine so eine Etude. Es war echt so, dass eine Reihe von europäischen Ländern gedacht haben, wir wären hier Kolonie, aber wir hatten keine. So Etüden kann man als spuren. Wir haben, wie gesagt, ein wichtig, reell, prioritär Problem an diesem Land, und dazu gehört die Armut, das Risiko, und für viele Leute auch die reelle Armut. Das geht durch die aktuelle Preisentwicklung am Logement, aber bei den Energiepreisen sicher nicht besser. Deswegen müssen wir uns immer konsequent für eine sozial- und solidarische Politik engagieren. Wir haben Bereiche, wo wir als ADR bereit wären, mehr auszugehen wie diese Regierung. Wir gingen als Familien massiv unterstützen, die Staffelung vom ADR ältere Geld. Auf der anderen Seite könnte man dabei die Krechen spuren. Den notrechtlichen Ausgleich vom Kannergeld, wenn es der langjährige Nicht-Indexierung ging, wir machen. Wir gingen den Lebensschutz stärken, und in dem Kontext will ich eine Motion deponieren, wie die Organisationen, die sich für den Lebensschutz einsetzen, sollen mehr unterstützt werden. Herr Präsident. Die Abfeierung vom SAMU Sozial auf Foyers, auch für Männer, die Opfer von Gewalt sind, ein Bereich, wo es bislang praktisch nicht gibt. Das sind alles relativ kleine Summen für das Staatsbudget, sie hätten aber einen enormen sozialen Impact. Es ist auch, dass wir an der Covid-Krise gefroht hatten, wird der Chômage partiell auf 100% am Platz von 80% zu heben,
Die Regierungsparteien haben gesagt, das wäre nicht zu finanzieren. Dazu die wir schon so ein LSAP gesagt, also ausgerechnet die Sozialisten, die sich immer, so und sie, für sozial Frohe besonders interessieren an ersetzen, aber sie wollten nicht an der Situation de Chômage partiell op 100% setzen aus beim Mindestlohn, dat stimmt, da waren sie d'accord. Mais es wäre nicht viel mit teuer gewesen und es hat so viele Familien wirklich geholfen. Ähnlich wie die Sozialisten gingen mir auch die Independenten viel besser aufsichern. An der Covid-Krise haben wir gesehen, dass das eine absolute Notwendigkeit ist. Das Hauptprojekt von dieser Legislaturperiode neben der Verfassungsreform wo ganz bestimmt die große Steuerreform. Aus der geht Lommel nicht, aber so richtig lädt das nicht. Weil sie hat dazu gefeiert, dass eine radikale Individualisierung stattgefunden hat und das wäre konzeptuell, politisch, aber auch ähnlich zu Lasten von der Familie gegangen. Wir sind nicht für eine radikale Individualisierung, wir halten Familien als Kernzelle der Gesellschaft hoch. Da der meint aber, dass es von zentraler Wichtigkeit ist, dass auch, wenn der Lohn nicht zu einer größeren Steuerreform kommt, pure Reformen müssen möglich sein. Dafür will ich da drei nennen. Erstens, mir proposiert, den Mindestlohn steuerlich zu befreien. Zweitens, die automatische Anpassung von der Steuertabelle und die Inflation wie die Kalprogression und damit permanent verstoppten Steuererhebungen zu verhindern. Da will ich auch aber dem Herrn Roth auf seine Rede antworten, weil wir hatten hier als ADR für kurzem an dem Sinn eine Motion rausgebracht über die Kalprogression am CSV, hat die nicht mitgestimmt. Der Neue wurde das aber eine Forderung, von der Herr Roth ist ein ganz gerne. Ich will just meinen Satz fertig machen, wie das den Herr Roth froh noch kann ein bisschen ausbauen. Denn Herr Roth hat damals gesagt, CSV hat das mit so dezidiert. Und sie könnte ja nicht 100 zurückgehen, was sie damals gesagt hatten. Ich kann das nur vollziehen. Wir haben heute Morgen aber den Konträr gefragt, Herr Roth, das ist wie dir steht zu der Kala-Progression. Ich bin ganz froh, dass er mir die Frage stellt. Und ich so nicht denke, das werde ich bei dem Etat de la Nation, weil ich meine, weil du, wo wir die Diskussion hatten. CSV hat, wie sie an der Regierung nach Verantwortung am Finanzministerium gedroht hat. Und ich war Rapporteur von dem Projekt, du hast effektiv in Artikel 125 aus dem Steuergesetz dahingehend umgeändert ging, dass es keine automatische Aufpassung von der Steuertabelle und die Inflation gibt. Das ging also beherrschen, weil den 1. Oktober, wo ein Indextrancher Fall wird, dass dann automatisch die Steuertabelle auch dementsprechend angepasst ging. Das ist auch an der Vergangenheit nicht gemerkt. Und das werde ich gesagt tun, das ist eine Inflationsbereinigung. Das heißt, dass ihn guckt, wann eng oder zwei Indextranchen Fall sind, dass ihn dann Steuertabelle dahingehend umgestellt, für das in dem Rechnung dreht. Das ist für CSV immer vertrödet, da in der sukzessive Regierung mit der DP, mit der LSAP, und da sind oft die Steuererleichterungen mehr hoch gewesen, wie das, was effektiv die Inflation wäre. Das wäre der Fall 1990, 1991, schon mal das Beispiel gehen, das wäre der Fall 2001, 2002, und es wäre der Fall 2009, 2010. Das ist Position und zu der Stimme. Fein. Gut, ist so eine Spezialrot für die Erklärung. Trotzdem bleibt der Position ein bisschen 100 Eiser Forderung aber deutlich zurück, weil mir hätte nämlich gehört, dass es keine verstoppte Steuererhebung gibt, an dem Markt aus der Aufpassung praktisch ein Gest von der Regierung, den die Wandregierung will, dann will machen. Es bleibt immer eine verstoppte Steuererhebung für die Zeit, wo die Aufpassung nicht geschieht. Und das ist selbst, wir wollen aus der Welt schaffen. Gut, dann steuerliche Maßnahmen gegen Härtefälle auf flagrant Ungerechtigkeit. Wir sind der Meinung, dass die Leute sollen an der Steuerkategorie 2 bleiben. Und wir sind für eine Aufhörung von Steuerbarrämen, die der 12. Kanner-Rechnung drohen. Und wir sind allgemein für steuerliche Erleichterungen für Familien mit vielen Kanner. Und wir sind für eine steuerliche Besserstellung von alleinerziehenden Leuten. Ich will mal hier nach 2 Motionen von der ADR, Herr Präsident, die ich hier auch will, über Mädchen, die eine betrifft die Leute und die anderen, die alleinerziehend. Herr Präsident, lass mich auch klar sagen, dass wir als ADR eine ganz Reihe Konsequenzen aus der Covid-Krise ziehen und als Land mehr widerstandsfähig gegen Krise wollen machen. Dazu gehört eine andere. Dass wir als national Petrols- und Gasreserven auf unserem eigenen Territorium wollen stockieren
an noch Reserve mat lebenswichtige Versorgungsgitter op aus dem Territoire muss jo können Konsequenzen aus Krisen zeieren und die ha das man net lang hier. Beides an enker zu summen habe mat dem private Sektor. Herr Präsident, der ADR leidet besonders Herz, die langfristig Probleme umzugehen, die sich an diesem Land an den nächsten Generationen stellen. Da stellt sich Proben der forcierter Wachstumsspiral an der Tisch, dass mir am Interesse von den nächsten Generationen endlich müssen Diskussionen rund um die langfristige Aufsicherung an Organisationen von unserem Pensionssystem feiern. Anfang vom anderen Jahr kriegen wir neue Statistiken, die wir da müssen diskutieren. Wir freuen uns ja darüber, dass Lebenserwartung an Luft geht. Mit den Umstand möchtet aber noch mehr wichtig, dass wir über das Pensions- und Versicherungssystem diskutieren. Das Koalition hat an dem Bereich eine unverantwortliche Politik. Das Sujet derangiert, also wird einfach nicht drüber geschwärzt. Da der hat da viel mehr eine verantwortungsvolle Approche. Wir wissen, da ist ein großes Problem. Also haben wir auch die Courage, darüber zu schwätzen. Wir wollen nicht, dass die Europäische Kommission anfängt, Lützeburg seine Pensionspolitik vorzuschreiben. Wir hatten für kurzem die Stellungnahme von der Kommission, dass das Pensionsalter zu Lützeburg soll auf 72 Jahre herabgesetzt gehen. Also los uns das Problem doch endlich selber an die Hand holen. Früher haben noch die Grünkollegen das Problem nach gesehen. Heute haben sie Pressekonferenzen, so viel 100.000 Leute, die noch zusätzlich an den nächsten Jahren können dann als dir verpressen. Sie freuen sich mal auf 142.000 Wohnungen an 300.000 Leute mehr. Das war Pressekonferenz mit Thomas für eine Politik. Und da sind eine Dose Gemengen nicht mit dabei. Von den Terrain an den Perimetern, da bis verbaut sind, da gibt es bestimmte neue Ideen, Erweiterung von Perimeter und so weiter und so fort. Und das hat ja kein Ende. Das hat ja kein Ende. Wir müssen einfach Ursachen aufhängen zur Bekämpfung. Dann ist klar, wir packen Konsequenzen von der aktuellen Politik nicht. Und wir fordern die anderen Parteien, ob man das zu summen in Zukunft sich anzuberufen, auch mit Beteiligung von den Sozialpartnern, eine seriöse Beteiligung, nicht wie die letzte Tripartite. Ab dem soll Zukunft vom Wachstum auf ein Sozial- und Pensionssystem diskutiert gehen. Wir müssen aus der ganzen Dimension von der Problematik bewusst sein. Einerseits geht es um die Aufsicherung von den Pensionen heim, mehr auch ein Problem auf einem immer mehr massiven Kapitalexport dadurch, dass der tendenziell immer mehr großen Anteil von den Pensionen an andere Leistungen, auch die Assurance-Dependance an das Ausland exportiert gehen. Wir müssen die Situation analysieren, und desto mehr lang wir damit werden, desto mehr groß sind Probleme und desto mehr schwer geht es für sie zu lösen. Auch heute haben wir eine Motion für Herr Präsident. Merci, Herr Karteiser. Wir haben auch den Eindruck, ja, es kann in einer Politik werden, die 30 Jahre nicht lebt, Herr Martin Bartolomeo. Ja. Also wir haben auch den Eindruck, Herr Di Bartolomeo, Herr Di Bartolomeo, will dir als Alternativ proposieren, dass wir Probleme wie Zukunft der nächsten Generationen nicht diskutieren, weil dir mit Slogan, wo 34 Jahre operiert, a billig Polemik macht, a Platz billig Polemik am Platz, eine konstruktive Diskussion für die Zukunft. Am ich so nicht, Herr Di Bartolomeo, am ich so nicht, gewircht werden, da werden noch private Sektor haut noch viel Leute mit Hungerpensionen in der W, weil die mit ihrer LASAP nicht kapabel sind. Ganz richtig. Die hier auf der Trapp waren, die haben nicht fertig die Reformen an der Siberia ein Kriter auf Gesicht, nicht auf Fassade. Das ist doch so. Zu Polemik hat die Bartolomeo mir ein Antwort. Herr Präsident. Herr Karteiser, von dir für Ihr Rat. Merci. Wir haben noch den Eindruck, dass viele Parteien den Pensionsfonds am nächsten Welt selber gerieren. Damit hätte sie dann die perfekt dirigistisch, ideologische Kontrolle über die Investimenten und Placementen, die mit denen so gemerkt gehen. Da der sieht, fangen weg vom Pensionsfonds. Den ist nicht dafür gering oder link Politik zu machen, mit für Pensionen aufzusichern, und da soll rentabel und ökonomisch vernünftig geriert gehen. Die Politik von den Grünen und Linken feiert just dazu, dass Pensionen man sicher gehen. Eben die Probleme bei der Wachstumsspirale, als der Preise am Logement direkt betroffen sind. Da der hat über den Herr Reding schon ganz viele konkrete Propositionen gemacht,
wie wir auf dem Marché können abwirken, durch eine mehr liberale Approche und mehr generös helfen. Übrigens haben wir uns auch gewundert, dass als Grün-Kollegin Madame Lochche für drunter hier redet, gesagt hat, ein Amortissement accéléré hat nicht dazu beigetragen, dass mehr Wohnungen gebaut werden. Selbstverständlich wurde das ein Instrument, das dazu beigetragen hat. Heute, wo wir die Situation substanziellement, Herr Reding, nur da ganz recht. Haut wo mir die Situation an enger Budgetsdebatte vom Logement. Die Situation vom Logement enger Budgetsdebatte soll mat enger gewisser Distanz belichten. Will mir 3 makroökonomische Aspekte betonen, weil wir wollen das Problem vom Logement an den Griff kriegen. Erstens, wir müssen die Wachstumsspirale an den Griff kriegen, für den Mond zu reduzieren. Den Mond reduzieren, und dafür ist auch wichtig, dass man zukunftsfähig kriegen. Wir brauchen noch eine andere Europolitik für die Flucht vom Kapital an Immobilien zu reduzieren. Und wir brauchen im nationalen Niveau Investitionen an Entreprisen. Wir müssen das steuerlich favorisieren, für das Leute nicht Immobilien als einzige sichere Investiment angesehen. Wir haben hier am Land groß angesparte Kapitalreserven, und wir wollten, dass das Kapital kennt an unsere Entreprisen investiert gehen. Steuerlich soll das auf manches genauso interessant sein und begünstigt gehen wie Investitionen an Immobilien. Auch als Entreprise müssen wir so weit wie möglich entgegenkommen. Da, wo der Staat immer neue Vorschriften möchte, muss das auch steuerlich kompensiert gehen. Das gilt besonders bei den immer mehr strengen Umweltauflagen. Herr Präsident, das, was der DR proposiert, sind also couragiert, aber vernünftig, strukturelle Reformen. Dafür braucht es eine gewisse Courage und Weitblick. Wir konstatieren aber, dass die Regierung einen ganz anderen Weg proposiert, den wir konsequent refusieren. Und das ist eben die Steuererhebungen. Was soll da nicht alles in Erhebungen kommen? Grundsteuer, Autosteuer, Kohlendioxidsteuer, die man mir heischget, neue Steuern beim Logement, Löschen, über Wohnungen und so weiter und so fort. Und der Herr Minister Kersch wollte sogar eine Corona-Steuer abhören, waren das noch nicht mehr an der Regierung. Und ich meine, den Herr Baum. Ich gesehen einfach ein bisschen noch 4. Und den Herr. Fall ich meine nicht, dass das der große Succès war, liebe Kollegen von der LASAP, weil wir Herr Baum für den Herren hat von der DP, da mengen ich heute in ihrer Idee ein ganz klar aufzugehen. Er suggeriert, dass ich kann so Herr Baum, ich gehe ihm nicht immer recht, nicht an alle Menschen, hat ein wunderbar Riert gehalten, wie dem Corona-Steuergang ist. Das könnt auch für uns nicht auf froh, die Entreprisen, die mehr verdient, zu bezahlen, sowieso mehr Steuern. Und es geht nicht, dass irgendjemand, den innovativ, encouragiert, mitgeholfen wird, gegen den Krise zu gehen, und soll steuerlich bestraft gehen. TP hat recht, und wir teilen die Meinung und unterstützen das. Jedenfalls ist der DR überzeugt, dass Steuererhebungen Leute just mehr anmachen. Da der Politik von den strukturellen Reformen stellt Land aber besser ab, und es bleibt langfristig mehr reich. Lützeburg muss am internationalen Vergleich kompetitiv und leistungsfähig bleiben. Mehr Steuern sind da definitiv der falsche Weg. Wenn wir als Land nur 4 bringen, müssen wir innovativ und kreativ sein. Dafür wollen wir die Investitionen in der Bildung und Ausbildung stärken. Die Universität Lützeburg wollen wir da ausbauen, und zwar für allem bei der Mathematik, der Informatik, den Naturwissenschaften, den Ingenieurswissenschaften und der Medizin. Da, wo nach naturwissenschaftlichen Fakultäten fehlen, Chemie, Pharmakologie und so weiter, sollen die errichten. Neben aller Fried und der Zukunft und der Innovation verlieren wir aber auch andere Sektoren nicht aus den Augen, die für das Land von historischer Wichtigkeit sind und auch heute noch von zentraler Wichtigkeit. Und ich denke da an Bauern und Winzer. Da der will heute einen Aspekt besonders hervorheben, der viele Bauern Probleme möchte, und das ist den von der deloyaler Konkurrenz, die die Staat de Bauern mischt von den Terrain käft. Die Suen am Fonds de Kompensation gehen dafür benutzt, kein Bauer kann nach dem Staat konkurrieren, wenn er will Terrain kaufen, für seinen Betrieb zu vergrößern. Wir sehen eine progressive Verstaatlichung von der Fläche und der Landwirtschaft, da der wird sich dagegen und nur doch zu dem Zweck eine weitere Motion präsentiert. Voilà, vielmals merci, Herr Präsident. Auch die Handwerk kämpft mit vielen Problemen. Engpass bei der Versorgung mit Gitter, Inflation, unmäßige Energiepreise, treiben Produktionskosten und Luft. Das bringt Unsicherheit bei der Rentabilität und damit bei ihren Investitionsplänen. Herr Präsident, an den letzten Jahren hatte mir die Pech, dass mir Pummel und Gewalt von der Natur erinnert wurden. Wir denken an den Tornado zu Kerschninger zu Beiting und die Überschwemmungen an der Vils und der Müllerdal, und das ist auf ganz viele Plätze in Oststadtland. An unseren Ehen wäre es gut, einen Katastrophenindemnisierungsfonds anzurichten, für genug Suen können ganz sehr zu mobilisieren,
an noch Kompensationen vun den Geschädigten objektive Kriterien ganz sehr können ze organisieren. An dem Kontext mis eng ze Summenarbecht mat Assurancegesellschaften gedurcht gehen. Auch an dem Sinn proposieren ich eng weiter Motion. Merci, Herr Kartheiser. Herr Präsident, dieses Budget ist am Defizit. Er weist 19,5 Milliarden Recetten, aber 21 Milliarden Depensen. Es fehlen also bald 1,5 Milliarden Euro am Zentralstaat, die dann durch neue Schulden finanziert gehen. Das ist an Eisenhahn unverantwortlich und beweist unser Raisonnement, wir kommen nicht nur für die Konsequenzen vom unkontrollierten Wachstum an den Griff zu kriegen. Eine von den größten Ursachen bei dieser budgetären Entwicklung ist den eben zu einem großen Teil wachstumsbedingten ultrarapide Wachstum vom Personal bei der Fonction publique. Das wird unter anderem auch vom Staatsrat stark kritisiert und es illustriert unser Raisonnement auf eine beeindruckende Manier. Es möchte also auch sorgen, dass der Staat mit dem privaten Sektor das Rekrutement für seinem Novus nach mir schwer möchte. Und es geht auch immer mehr schwer, genug Lützebäuer für die Fonction publique zu finden, allein die Lützebäuer schwätzen. Wir haben schon an der Lützebäuer Fonction publique eine relativ hohe Unzahl von Leuten, die kein Lützebäuer können. Das ist eine Entwicklung, die wir nicht wollen, und wir betonen das ganz klar. Das Regierung am Platz, die Probleme resolut umzugehen, will auch nach einem alljährlichen Defizit beim Zentralstaat bis 2025 ablangen. Ein weiteres Argument für eine neue Regierung zu wählen. Bei der ADR gibt es zwar keine so wichtige Sache wie eine Etude über die Lützebäuer Kolonialgeschichte, dafür gibt es aber bei uns auch kein Defizit am Budget. Für die ADR sind die budgetär besonders relevanten Prioritäten in den nächsten Jahren die budgetäre Sanierung, ein zukünftig und konkret Schritte heraus aus dem unkontrollierten Wachstum, die Unterstützung von unseren Entreprisen auf dem Entrepreneuriat, eine bessere Bildung und Ausbildung, einen neuen Elan am Gesundheitswesen, Stärkung von unseren Familien, mehr Sicherheit am Land und einen resoluten Kampf gegen Kriminalität, ein Ende von der aktuellen Asyl- und Migrationspolitik. Daneben bleiben wir unserer Identität treu. Zum Beispiel engagieren wir uns dezidiert für die Lützebäuer Sprache und Kultur, aber betreiben auch eine voluntaristische Integrationspolitik. Ich erinnere mich, dass Madame Kahn Heinke gesagt hat, bei einer von ihrer Reden, sie will gar nicht, dass Leute sich integrieren, oder ich weiß nicht, wie genau wie es wird, weil damit der Sinn ist ganz klar, wir haben eine andere Politik. Madame Kahn hat auch gesagt, sie will keine natalistische Politik, da der will eine natalistische Politik. Es gibt also schon wesentlich Unterschiede zwischen dem, was die DP will und dem, was wir wollen. Wir brauchen für das Land politische Courage, neu politisch auch Ideen, die heute kommen, für das Land besser wie Zukunft hier zu bereden. Wir als ADR haben die Ideen, wie sie bereit sind, umzusetzen. Und ich sage nicht merci für Ihre Aufmerksamkeit. Merci vielmals, Herr Kartheiser.